Geschichten uit onze Geschichte Nummer 6. Ditmal nach Meier von Wort an einem mennonitischen Dorf in Chihuahua an einem Verlafnistag passiert. Und dann wurde davon, wurde Brütlied no ihrem Verlafnisfast, durch ihre sogenannte Brütliedswerk damals deuten auf eine mennonitische Siedlung in Chihuahua. Ich erinnere mich noch gut, dass ich und meine jüngere Geschwister, als ich 1940 ein 12 Jahre jung war, wenigstens zweimal bei Cornelius J. Martens auf Verlafnisse der Owenkost sein können, wie es unsere Eltern da auch waren. Einmal im Februar und einmal im Juli. Cornelius J. Martens, ihre älteste beiden Mädchen, befrieden sich beinahe 5 Monate im Jahr 1940. Und ich weiß noch, dass wir 12 und 13 Jahre Jungs noch nicht mit der Jugendtaub an der Stoff sein dürfen, wo die Jugend ihr Ovenverlafnis hält und dabei auch das sogenannte Kostleitzung. Aber wir kickten von Büten durch die Fenstern an und hierden, wo die Jugend der Brütli dort Kostleit mit großer Begeisterung versung. Und wir sagen durch die Fenstern, wo viele Jugendliche dabei auf den Bänken standen, um dort besser zu sein zu kriegen, wann die Brütli sich küssen wurden, so schwind aus der Wirt an dem Kostleit an dort abforderten. Jungs an meinem Alter haben das von Büten durch die Fenstern ateljemal alle mit großem Interesse beobachtet, ob die Ovenverlafnisse an Blumenort. Jugend und Kinder, groß und klein, wollen dort alle hören, wann dort Kostleid gesungen wird, und wollen dort, wann dort Abend möglich wäre, auch tau sein, wann die Brütli sich küssten. Das wäre für die Jugend immer der Höchpunkt vom Verlafnis. In scheinbar hat dort Kostleid bei 1940 immer am Frieden gesungen worden können, ob Ovenverlafnisse, nicht mal in Blumenort, aber auch an einige andere mennonitische Dörfer in Mexiko. Aber dann, vielleicht fängt dort all am Herbst 1940 an, aber so als ich dort beholen habe, dann wird die Jugend in Blumenort, dort Kostleid auf Ovenverlafnisse zu singen, von 1941 an von den Voders im Dorf ganz aufgesagt, wie es der Älteste und einige andere uns dort aufgesagt haben wollen. Ich erinnere mich noch klar daran, wo dort 1941 bei unseren Nobers, bei Abraham Janssens, ab dem Ovenverlafnis sehr heit herging. Die Blumenursche Jugend und auch die Blumentolsche Jugend wussten all vor diesem Verlafnis, dass die Blumenursche Voders an mal dort Kostleid zu singen, streng verbieten wollen. Abraham Janssens, ihre älteste 2 Mädchen, befrieden sich 1941 beinahe 7 Monate. Wie es der Brigam von Blumenthal war, kamen auch viele Jungs von dort zu diesem Ovenverlafnis. Wie die Jungs an meinem Alter möchten auch all, dass es auf diesem Ovenverlafnis was Großes geben kann. Aber wir waren noch zu jung, um den Mann sein zu dürfen. Und als der Ovenanfang sehr viele große Jungs sich bei unseren Nobers versammelten, dann vertrauten wir uns noch nicht einmal von dicht bei zu beobachten, was da passieren wird. Aber wir beobachten, als das Ovenverlafnis anfangen soll, alles geht von dem Bett wieder auf. Und dabei wird uns das bald sehr klar, dass die vielen Voders, die dort diesmal gekommen wären, sich entschieden vorgenommen haben, die Jugend diesmal nicht das Kostleid singen zu lassen. Und auch dass die Jungs haben sich vorgenommen, dass sie das Lied doch singen würden. Und als der Kampf zwischen den Jungs und den Voders anfängt, dann wird wie 13, 14 Jahre Jungs uns all sicher nicht von dicht bei zu beobachten, was dort an diesem Abend alle geben wird. Und als das erst sehr heit war zwischen Jungs und Voders, dann verschwang wie junge Jungs all lieber ganz. Die meisten von uns gingen dann all lieber nach Hus. Dann wir wussten ganz sicher, wenn wir durch ein Kleinbeet zu dicht bei, die sehr abgereihte Voders kommen würden, dann wären wir entschieden noch im Trouble. Dann wurden unsere Voders uns streng beiden Fuß nach Hus zu gehen. Dann es ging da sehr heit her zwischen den Voders und den großen Jungs. Und des Abend
en de grote Konflikt zwischen de jongens en de vaders in eingenomen had deze ganze Sache de Jugend, besonders de jongens, sehr angeeuert. Viele jongens werden von ihren eigenen vaders en von anderen oomtjes sehr streng behandelt worden, einige werden sogar physisch bestraft worden. En dat hat veel en grote Betternisse met zich gebracht. En von diesem Abend an, wenn das mal wieder ein Verlafnis geben soll an unserem Dorf, dann besorgten einige Jungs viel Schnaps und viele von ihnen kämen gut angedrunken zum Abend Verlafnis am Herzen zu haben, wenn die Vater schwader verseken wurden, an das Kostlied zu singen oder vielleicht sogar ein Abend Verlafnis zu haben, aufzusehen oder zu verdorben. Aber bald wollen Brütli das Kostlied gar nicht mehr gesungen haben ab ihrem Abend Verlafnis. Dann ward von der Oms gesagt, dass, wenn sie sich das Lied versingen lassen würden, dann würden sie an nicht rühren, würden an nicht an ihre Ehe bestätigen. Ja, das scheinbar da, dass, wenn ein Brütpaar sich hat, das Kostlied versingen gelassen, ab ihrem Abend Verlafnis, dann mussten sie die Oms erst an Verzeihung beten, ehe sie getrüht oder an ihre Ehe bestätigt worden können. Diese strenge Handlung von den Oms, der hat damals nicht nur die Jungs, aber auch manchen Vater noch sehr angezeugt. Als bei Jakob I. Wahlen an Blumenort im August 1941 Verlafnis war, dann sang die Jugend das Brütpaar doch noch weiter das Kostlied fair ab ihrem Abend Verlafnis. Scheinbar wohl Onkel Wahl nicht weiter so einen großen Abruhr merken mag die Jugend. Dann er leidt an ihrem Heim ein Fredeljet und Verlafnis haben und sie dann dort auch nicht auf, dabei das Kostlied zu singen. Aber willst das Brütpaar sich hat das Kostlied versingen gelassen, hatten sie an dem Sonntag zu Mariens, als sie Kast haben wollen, und all in die Kirche an das Stofchen angekommen wären, große Schwierigkeiten. Die Oms stellten das Brütpaar dort zur Rede und sehten an, je wüssten dort, dass, wenn ein Brütpaar sich das Kostlied versingen lassen würde, dann würden sie die Oms dafür erst müssen um Verzeihung beten, ehe die an ihre Ehe bestätigen würden. Ich habe keinmal Kreis erfahren, was an diesem Kirchenstofje in Nienburg an diesem Sonntagmorgen zwischen das Brütpaar und der Oms aller durchgeredet worden ist. Ich weiß bloß, dass die Versammlung an der Kirche all so ein bisschen anruhig wird, wie es das so lang geht, bis die Brütlied in die Kirchen ankommen. Aber als die Brütlied der Oms um Verzeihung gefragt hatten und alles durchgeredet worden wäre, dann kamen sie doch endlich in die Kirchen an. Aber nachher haben diese jung befriedete Lied gesagt, wir in den großen Abruhr im Kirchenstofje, wie während unserer Ehebestätigung noch so abgerecht, dass wir gar nicht recht unsere Gedanken dabei holen können. Als die Jakob I. Wahl Familie an diesem Sonntag von der Kirche nach Hause gekommen war und ihre junge Lieder verteilt hatten, woran das so lange gedauert hat, bis Oms und Brütlied an die Kirche angekommen wären, und wo streng die Oms an vergenommen hatten, während sich das Kostlied versingen lassen, dann hat Onkel Wahl ein Wort von seiner Familie zu seinen jungen Lied gesagt, jü und jüne Ehe bestätigen, dort hat sicherlich auch noch ein uitwärtiger Prediger getan. Und dort meint ein anderer Wirt, ich würde während dieser Sache nicht, so als dort in einem einfachen Plattdeutsch gesagt wird, aufgebracht haben. Ich habe, ehe ich diese Geschichte verteilt, nach Wahlenkänger gefragt, ob ich das verteilen darf. Und sie sagten ja. Das Kostlied ab Abendverlafnisse singen, so streng zu verbieten, das hat damals sehr viel Euernis, Bitternis und Verwirrung verursacht, nicht nur manch die Jugend, aber auch bei vielen Älteren. Was deed ein Brütpaar nach ihrem Verlafnistag? Am Sonntag nach dem Verlafnis ging der Bräutigam seine Brüd vorzumorgens von ihrem Heim aufholen und ging dann mit Artaub nach der Kirche. Das heißt, wenn an ihrem Dorf eine Kirche war. Und wenn noch nicht eine Kirche war,
dann fuhr der Brigam seine Brut von ihrem Heim aufholen und dann fuhr das Brutpaar naar de Kirche in ihrem Noberdorp, wo die Brutlied, zoals wir dort nannten, an diesem Sonntagmorgen abgeboten worden sollen. Für die meiste Brutlied wird das erste Mal, dass sie beide allein mit einem Pferd und Buggy fuhren. Die Brutlied gingen, wenn sie bei der Kirche gekommen wären, in das Stäfje, oder Stofje, in dem Kirchengebiet nennen, wo ein Kreuzgleich ein Eberlicht von dem Prediger und Versingerstäfje. Da binnen sollten sie, bei den Versinger in die Kirche hineingingen, und wenn die Sänger hineingingen, dann ging das Brutpaar Fußhänger an in die Kirche hinein, die Brut vorab und der Brigam hing seine Brut. Sie gingen bei den Gang zwischen den Männern und frühen Seiden, und die Brut sah sich an der frühen Seite auf dem Gang eng von einer Bank an, und der Brigam auf dem eng von der Bank klickt er in Eva an der Männer sieht. Wenn der Ohm mit seiner Predigt am Ende gekommen war, dann machte die Brutlied ihre Namens bekannt und sagt, das Brutpaar will am nächsten Sonntag getrüht worden oder in ihre Ehe bestätigt worden. Und sie dann, wenn da wer erst, der noch was Geld jetzt vergeben hat, wo wer in das Brutpaar nicht soll an ihre Ehe bestätigt worden, dann soll er dort eine Zeit tun. Das nannt wie abgeboten worden. Und wenn die Versammlung dann dort Schlusslied sang, dann ging das Brutpaar zu der eng der aus die Kirche rüt und ging oder fuhr dann nur dem Brigam seine Eltern zum Mittag. Dort spazierten sie den ganzen Nachmittag. Zowens gingen sie meistens noch wem von ihren Gesellschaftsschwestern oder Gesellschaftsbrüder, dort halt verlebte jugendliche Paaren besuchen. Am Ende von diesem Sonntagabend ging oder fuhr der Brigam mit seiner Brudtaub erst bei ihrer Heimat, brachte aber Tüs, nahm Aufschied von ihr und ging oder fuhr trägt nach seinem Tüs, und noch an seine Eltern heim war. Wie, die wir lang in Kanada wohnen, wir sind dort all gewarnt geworden, dass unsere Kinder, wenn die sich befreien wollen, mit Antaub keine Verlaufnisfaste feiern. Wir feiern durch jeden mit Antaub ihren Chastungstag. Und wir stellen für unsere Kinder, das heißt für einem verleibten Paar all vor ihrem Chastungstag, die sogenannten Showers an, wenn das bekannt geworden ist, dass die sich befreien wollen. Und wenn ihre Verwandten und Freunde zu den Showers kommen, dann bringen die dem verleibten Paar ihre Poltergeschenke. Andere Verwandte und Freunde bringen dem Brutpaar diese, wenn sie zu ihrer Chast kommen. Aber bei uns in Mexiko schafft das Poltergeschenke geben, wenigstens an unserer Zeit ganz anders. Dort kriegen die Brutlied diese Geschenke an ihre Brutliedzweck, wenn sie ihre Freunde und Verwandte besuchen kommen. Und an diese sogenannte Brutliedzweck fuhr ein Brutpaar von Montag zum Morgens an, wenigstens für 3 oder 4 Tage bei ihren Tantes und Onkels und andere Dörfer spazieren. Und so abends spazierten sie meistens bei ihren Onkels und Tantes am Dorf. Oder auch bei ihren Freunden, bei Gesellschaftsschwestern und Brüdern. Und dann wurden die Poltergeschenke von ihren Freunden und Verwandten meistens dann gegeben, wenn sie aus Brutlied wo spazierten. Das Brutpaar musste an ihre Brutliedzweck auch nach dem Prediger fahren oder gehen, wo er am kommenden Sonntagmorgen in ihre Kirche, das heißt in der Kirche, wo sie in ihre Ehe bestätigt worden wollen, predigen soll. Sie mussten diesem Prediger persönlich und offiziell fragen, ob er wirklich wir an nur der Andacht zu oder in ihrer Ehe zu bestätigen. In unserem Fall wird das Prediger meine Brut, ihr Onkel, Franz Dick in Rheinland. Diese Onkel und Tante besucht wir als Sonne und früher dann bei dieser Gelegenheit, ob er wirklich wir die Trauhandlung am kommenden Sonntag in der Nienburgkirche für uns zu haben. Manchmal wären mehr als ein Brutpaar in der Kirche, wenn der Prediger die Trauhandlung zu gleicher Zeit holen muss. Auch an dem Sonntag, als unsere Trauhandlung in der Nienburgkirche war, wird noch ein zweites Brutpaar und in der Ehe bestätigt wird. Und dort wären Peter Reimers Cornelius und Peter Neufels Elena
Bad von Nienborg. An dem Sonntagmorgen, wann das Brüdpaar ihre sogenannte Kast senden soll, wenn sie ihren Ehebund schließen wollen oder wenn der Ohm an ihre Ehe bestätigen will, dann ging das Paar weiter an das Kirchenstofje, dem Versinger ein Ohmsstofje in übersetzen, aber die Sänger an die Kirchen angingen und gingen auch weiter hängen die Sänger an die Kirchen an. Aber das Mal sahen die Brüdlied sich taub, das heißt aneinander für die Kirchenkanzel auf die Verein registrierte Stelle haben. Und da saßen sie durch die ganze Andachtszeit. Und wenn die Sonntagmorgen Gottesdienst aufgeschlossen worden wäre, dann fängt das Brüdpaar oder für die Brüdpaaren ihre Kast oder die sogenannte Treuhandlungsverein an. Der Prediger trug eine kurze Predigt vor, wo das Brüdpaar oder die Brüdpaaren darüber belehrt, was ihre gegenseitige Verpflichtungen sein würden in ihrem Eheleben. Und dann stellt er die Brüd in den Bräutigam bei der Frau, ob sie daraufhin freiwillig in ihrer Ehe bestätigt werden wollen. Und wenn sie beide ihr Ja-Wort dort gegeben haben, dann fragt der Prediger, ob da noch wer was Geld jetzt geben hat, wo wer in das Brüdpaar nicht in dem Ehestand treten soll. Und wenn während einem kurzen Schweigen keiner Wort zu jenen gesagt hat, dann wird das Brüdpaar ab ihrem Wunsch von dem Prediger in ihrer Ehe bestätigt. Nach dieser Treuhandlung singt die Versammlung noch ein Lied, meistens Lied Nummer 721 in dem alten Kirchengesangbuch. Geschlossen ist der Ehebund vor dir, o Herr, mit Herz und Mund. Und wenn 2 oder 3 Versen gesungen worden wären, dann standen die Jungbefriedelied ab und gingen noch weiter durch den Eng, der aus der Kirche rüht. Hier muss wir für das Mal weiter aufbrechen. Nächstes Mal noch ein Kleinbett von was mit einem verleibten Paar kurz nach ihrer Kast passiert in unsere Kinder- und Jugendjahren. Und dann von wo damals für ein anderes Gastgebot für ein Begräbnis gemerkt wird und wo dort geführt wird. Aber nächstes Mal.